die Damen und die Herren, geht um Digitalisierung an der Schule. Da sind an der letzten Zeit ein paar interessante Entwicklungen gehen. Zum Beispiel Schweden will seine nationale Digitalisierungsstrategie an der Schule bremsen, erschafft Tablets an den Primärschulen ihrem Hof. Das Nachricht kommt überraschend, weil eigentlich waren die skandinavischen Länder ja Pioniere an der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen. Ausgangspunkt von diesem Richtungswechsel war ein Rapport vom renommierten Karolinska-Institut, wo darauf hingewiesen wurde, dass digitale Hilfsmittel Leser-Lehrkompetenzen von den Schülern stark beeinträchtigen. Der Rapport wird auch nur gewiesen, dass die proklamierten Ziele von der Digitalisierung an den Schulen, Chancengleichheit, Optimisierung von der Unterrichtsqualität, Inklusion nicht erreicht gewesen. Die liberale schwedische Bildungsministerin hat darauf sind Tablets an der Primärschule verboten und hat hingewiesen, dass in Zukunft beim Lehren primär auf Bücher und auf Fachwissen vom Lehrpersonal zurückgegriffen wird. Schüler, die sich Informationen über digitale Medien selber müssen sichern, geben viel Zeit verlieren und wir für sie schwer, die Exaktheit von Informationen zu überprüfen. Den exzessiven Einsatz von digitalen Medien gibt zwar schnellen, dafür aber überflächlichen Wissenserwerb feiern, wodurch das Wissen auch mehr verloren geht. Verschiedene andere Etüden an Institutionen aus unterschiedlichen Ländern und seitdem das Ausholen auch konfirmiert. Der Global Education Monitoring Report von 2023 von der UNESCO hält die Digitalisierung an den Schulen ganz kritisch auch an den Blick. Schon am Untertitel von diesem Rapport wird froh abgeworfen, wem die umfassende Digitalisierung an den Schulen eigentlich nützen gibt. Der Rapport weist nur, dass die meisten Digitalisierungskonzepte, die an den Schulen umgesetzt werden, eigentlich nicht didaktisch oder pädagogisch Zwecke verfolgen, mehr rein wirtschaftlicher. Gerade der IT-Anbieter geben dem nur die meisten Studien zu diesem Sujet an Auftrag gehen, laut UNESCO. Und UNESCO gesagt, kein langfristig Plus-Value am Ersatz von digitalen Medien für die Schüler weist darauf hin, dass die angesagten Technologien eigentlich zu ganz anderen Zwecken entworfen werden, mit Sicherheit aber nicht für die Schüler zu helfen. Am Rapport geht auf die enormen Kosten hingewiesen, die das Ganze mit sich bringt und so weiter. Und dann gibt der Rapport auch Rekommendationen, generell den Smartphone-Verbot ist immer ein weiterer Punkt an den Schulen. Auf Frankreich beispielsweise gibt es seit 2010 ein Handyverbot am Unterricht, das 2018 erweitert wurde auf all internetfähigen Apparate an alle schulischen Einrichtungen, aber bei allen schulischen Aktivitäten noch außerhalb vom Schulgebäude. Schließlich, und das ist noch ein anderer Punkt, rekommandiert UNESCO, künstliche Intelligenzrecht für Kinder ab 13 Jahren zuzulassen. Nur Schweden, das ist ein Beispiel, was man für kurzem an den Medien konnte lesen, sind nur noch andere Länder dabei gekommen, so auch die italienische Regierung, die am Gange nach neue Richtlinien auszuschaffen, die Nutzung von Smartphone und Tablet an der Schule. Sie sollen am Unterricht nicht mehr benutzt gehen. Tablet verboten am Unterricht für Primärschule, auch für das, was sie dann nennen, Mittelstufe, also die niedrig, den Inferieur vom Lycée. Der italienische Unterrichtsminister hat dann erklärt, dass Handy und Tablets Leistung beeinträchtigen, zu Spannungen zwischen den Schülern führen, negative Konsequenzen auf Gedächtnis, auf Konzentration und auf die Lehre der Kinder. Da wissen wir am Anfang so ziemlich, um was es geht. Und die Frage stellen sich natürlich dann auch für Lützeburg, wo die Digitalisierung ja an den Schulen auch eine gewisse Rolle spielt. Und dafür gebe ich folgende Frage stellen, Herr Minister. Wie steht denn Herr Minister zur überraschenden Decision von der schwedischen Regierung, wie auch von anderen Regierungen, und zu den Etüden auch von den Experten, als sich das Ministerium von den negativen Konsequenzen vom Benutzen von digitalen Medien am Unterricht bewusst? Als sei am Land geplant, den angeschlagenen Weg Richtung verstärkte Digitalisierung an den Schulen zu überdenken, ob man es Primärschulen oder die Niedrigklassen am Lycée geht. Wie steht denn, Herr Minister, auch zur Aussage von der UNESCO, dass am Funk der IT-Industrie am meisten von der Digitalisierung an der Schule profitiert, und nicht die Schüler? Und dann, letzter Punkt, es gibt im Moment kein Gesetz, das am Land benutzen von Smartphone nach Schule, manchmal außerhalb vom Unterricht, verbietet oder erlaubt. Allerdings schwätzen viele Argumente für generelle Verbots, wie noch auf viele Länder schon erkraft ist.
Konzentrationsverlust, den ich benutzen dabei können Cybermobbing und so weiter und so fort. Und da wir auch froh, wenn Herr Minister an Zukunft dazu steht, wie der verschiedene Länder als ein Smartphone-Verbot an der Schule. Merci.